Okay, also 32 Punkte. St. Pauli 26. Minus 28, wir minus 8, 20 Tore. Ja, nee, haut das hin. Wolfsburg 26 Punkte. Und wenn die jetzt... Ja, dann sind das 29. Dann 3 Punkte. Ach ja, Heidenheim 3:3 gegen Bayern. Ja, toll. Und die müssen wir auch noch im nächsten Spiel irgendwie auf Abstand halten. Also, wenn wir verlieren, die gewinnen, Torverhältnis dann... Ey Leute, ich habe keinen Bock mehr zu rechnen. Sind wir nun gerettet? Oder sind wir nicht gerettet? Ja, und damit herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, wenn man sich so die ganzen Ergebnisse an diesem Spieltag ansieht, inklusive unserem Ergebnis, kann man theoretisch gesehen sagen, ja, wir sind durch. Aber rein rechnerisch gibt es noch ein paar Eventualitäten, die aber auszuschließen sind. Deswegen würde ich sagen, wir reden zuerst einmal über unser Spiel, das wir am Samstag absolviert haben bei Union Berlin. Und dann gehen wir etwas mehr in die Materie. Das Ding ist, dieses 2:2 ist nicht einfach nur ein Punkt. Es war wieder so ein typisches FC-Spiel. Der FC macht FC-Dinge. Erste Halbzeit, man merkt relativ schnell, das ist kein spektakuläres Spiel, aber wir haben in gewisser Weise ein wenig Kontrolle. Nach einiger Zeit fällt dann das 1:0. Und auch wenn diese Szene von Said Elmalah und Kaminski kritisch gesehen wird, gerade von Unioner Seite, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich raffiniert. Elmalah geht nicht zum Ball, sondern lässt Kaminski durchlaufen, hebt das Abseits damit auf und wir kommen überhaupt erst in diese Situation, die Luca Waldschmidt dazu verleitet hatte, eine Vorlage zu geben, und am Ende fällt daraus dieses Tor. Für mich war diese Situation doch im Nachhinein recht gut überlegt, gut gelöst und vor allen Dingen erfolgreich, und ich bin echt überrascht, hey, Bülter ist in der Lage, Tore zu schießen. Hey, habe ich ja glatt vergessen, dass er das kann. Und dann auch noch so ein Traumtor, aber es sollte leider nicht das einzige Traumtor an diesem Tag gewesen sein. Leider. Jedenfalls, das gab uns eine gewisse Sicherheit. Wir standen stabil, Union kam nicht wirklich durch und man hatte dieses Gefühl, dass wir das Spiel im Griff haben. Aber es gab noch eine zweite Halbzeit und die begann eigentlich recht gut. Wir machen das 2:0 durch Said Elmalah. Und das ist der Moment, wo dieses Spiel eigentlich durch sein muss. 2:0 auswärts, wir haben Kontrolle. Da darf eigentlich nichts mehr anbrennen. Und diese Kontrolle haben wir dann im Nachhinein verloren, auch dank einiger Wechsel. Okay, Said Elmalah ging runter, weil er sich zuvor an den Oberschenkel gegriffen hat. Und ich kann das jetzt nur anhand der 3-minütigen Bilder, die ich in der Sportschau gesehen hatte, bewerten. Aber naja, es sah auf jeden Fall so aus, als ob es ihm nicht gut ging und als ob er jetzt nicht weiterspielen könnte. Und das war ein Wechsel, den ich noch nachvollziehen konnte, auch wenn René Wagner hinter sagt, es hätte taktische Gründe gehabt. Keine Ahnung, also reg dich nicht um Kopf und Kragen, denke ich mir an der Stelle. Sag doch einfach, er hat sich an den Oberschenkel gefasst. Da bin ich auf Nummer sicher gegangen. Aber danach haben wir uns vorne alles auseinandergerissen. Die komplette Offensivreihe wurde ausgetauscht. Nicht lange danach fällt das 2:1. Mal wieder durch eine Ecke. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Standards, das ist unser Kryptonit. Das ist unser absoluter Schwachpunkt. Als Gegner kannst du gegen den FC spielen und du weißt ganz genau, irgendwann bekommst du eine Standardsituation, insbesondere bei einer Ecke. Und wir werden das Tor kassieren. Du weißt es schon im Voraus. Und Hot Take von mir, also es sind nur noch 2 Spiele zu spielen. Wir werden in jedem Spiel ein Tor kassieren. Auch gegen Heidenheim. Wir werden ein Tor kassieren. Erinnert euch nach dem nächsten Spiel an meine Worte. Selbst wenn wir gewinnen nicht 0. Da bin ich mir 100% sicher. Und einige Zeit später dann natürlich der Ausgleich. Wie soll es auch anders sein? Ist natürlich wieder so ein Ding. Entweder kassieren wir Slapstick-Tore oder absolute Traumtore, die solche Spieler nur einmal in ihrem Leben schießen. Aber der FC ist der passende Gegner für sowas. Wenn du mal wirklich ein Traumtor schießen willst, das sonst keiner schießt, warte deinen Tag ab, bis du gegen den 1. FC Köln spielst und nutze deine Chance. Es wird wahrscheinlich gelingen. Aber sowas hat halt nichts mehr mit Zufall zu tun. Das ist halt summa summarum keine stabile Abwehr. Man darf halt mittlerweile feststellen, da fehlt Abstimmung, da fehlt Struktur, da fehlt dieses Gefühl von Sicherheit. Das zieht sich durch die ganze Saison. Ja, und im Nachhinein nahmen wir nur einen Punkt mit und durften dann zittern, wie das Ganze hier heute am Sonntag... Ja, heute ist Sonntag, wie das Ganze hier am Sonntag abläuft bei den anderen Gegnern. Aber nun ja, ich glaube, es wird mal Zeit, was zum Trainer zu sagen. Ich will das möglichst fair machen, okay? Gerade sind wirklich viele an ihn am draufhauen und ich werde auch nicht hier, als ob er ein Panda-Bär, der vom Aussterben bedroht ist, meine schützende Hand komplett über ihn legen. Mit sowas will ich euch nicht spammen, so ähnlich wie die Medien in den letzten Tagen mit Timmy dem Wal. Na, so ist das jetzt nicht gemeint. Ich will es fair machen. Er hat ja erklärt, warum er diese Wechsel vollzogen hat.
frische Energie, mehr Druck gegen den Ball, hat aber nicht funktioniert. In gewisser Weise habe ich den Gedanken dahinter verstanden, aber die ganze Offensivreihe, Digga, die Umsetzung war schlicht und ergreifend schlecht. Man muss dann in Bezug auf dieses Spiel insbesondere von schlechtem Coaching reden. Trotzdem, ich möchte ihn jetzt nicht an dieser einen Sache festmachen. Ja, okay, die Ergebnisse, sag ich mal so, die sind so, dass du immer noch dich fragst, wann kommt denn der nächste Sieg? Das sind größtenteils unentschieden, aber keine absolut desolaten Leistungen, muss ich sagen. Etwas mehr Kontrolle ist schon erkennbar, nach wie vor. Außer in diesem Spiel, wirklich, das war jetzt, auch wenn wir einen Punkt geholt haben, sein schlechtestes Spiel. Das war René Wagners schlechtestes Spiel. Aber wir haben auch schon ganz andere Dinge im Fußball gesehen. Ich meine, ja klar, wir reden jetzt hier von einem Meistertrainer, den ich zum Vergleich nehme, aber auch ein Otto Rehhagel hat einst einen Ausländer zu viel eingewechselt und versucht es zu vertuschen, als es noch diese Ausländerregelung gab im Fußball. Deswegen, schlechte Trainerleistungen für so ein Spiel kann jedem passieren. Was aber trotzdem immer noch ärgerlich ist, so oft man es auch wiederholt. Du führst 2:0 und weißt nicht, wie die anderen spielen. Und genau deshalb musst du dieses Ergebnis dir sichern. Nicht einfach nur über die Zeit bringen, sondern sichern. Nicht verwalten, sondern kontrolliert runterspielen. Ja, und nochmal zu René Wagner. Jetzt kommt die spannende Frage. Was machen wir mit ihm? Weil ich sage euch ganz ehrlich, von seiner Art her wirkt er auf mich seriöser als viele anderen, die wir in letzter Zeit hatten. Vielleicht ist diese ruhige Art auch mal ein Ansatz. Dass man vielleicht mal sagt, okay, zur nächsten Saison ziehen wir das jetzt mal durch, bis auf Weiteres, und bauen mit ihm gemeinsam etwas auf. Weil ich denke mir, was wäre, wenn man vorher schon weiß, wer nächste Saison Trainer ist, noch bevor die ersten Transfers getätigt wurden, dass man vielleicht nicht bei jedem Transfer, aber bei manchen punktuellen Transfers mal einen Trainer hat, den man sich zur Seite nimmt und sagt, wollen wir was zusammen aufbauen? Was für Spielerprofile suchst du? Was sollen wir beobachten? Weil bei uns muss man einfach sagen, wenn man so die Abwehr sich ansieht, ja klar, Simpson Pusey zeigt gewisse Ansätze, ja, Vandenberg ist ein großes niederländisches Talent, ja, aber insgesamt gesehen, ja, so richtig krass eingekauft hat Thomas Kessler in Sachen Abwehr nun auch wieder nicht. Und in Sachen Trainern hat er bisher, da kann man schon fast sagen, beinahe jedes Mal ins Klo gegriffen, außer letzte Saison, letzter Spieltag, letzten 2 Spiele, Friedhelm Funkel wird geholt und wir steigen auf. Und dann kam der nächste Trainerfehler. Und dieser Fehler war, meiner Meinung nach, zu sagen, wahrscheinlich war es so, du bist zu alt, mit dir kann man nichts aufbauen. Dich kann man höchstens als Retter einsetzen, aber nicht als Trainer für die Zukunft. Obwohl der Mann eigentlich gezeigt hat, ja, Fitness und so weiter und so fort, ja, Jugend aufbauen. Er wollte ein Konzept entwickeln. Man hat ihn nicht machen lassen, man hat ihn nicht mal eingebunden. Ich glaube, irgendwas wurde ihm angeboten, aber habe ich schon wieder verdrängt durch die ganzen anderen Geschichten, die im Laufe der Saison so passiert sind. Ja, und dann wird Kwasniok geholt. Die ersten Spieler sind bereits verpflichtet. Kam noch einer nach seiner Verpflichtung? Ich habe schon wieder vergessen. Habe jetzt meinen alten Content mir nicht angesehen. Muss ich noch machen. Also von dieser Saison. Aber ich bin mir nicht sicher, bei welchen Transfers Kwasniok großartig mit eingebunden wurde. Was jetzt nicht heißen soll, dass er daran gescheitert ist. Aber wäre vielleicht nicht schlecht. Weil ich frage mich ehrlich gesagt, wenn wir jetzt hier plötzlich René Wagners Kopf fordern, wer hätte denn überhaupt Bock zu kommen? Und wer wäre überhaupt aktuell mit unseren Mitteln und mit dem, was wir bieten können, wer hätte überhaupt Lust, hier zu arbeiten? Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Dino Topmöller hier arbeiten würde. Sowieso, der ist mir suspekt. Ich habe das Gefühl, dass er sehr viel von der guten Mannschaft in Frankfurt profitiert hat. Ich meine, ist immer ein starker Kader in den letzten Jahren, den Frankfurt zu bieten hat. Bo Henriksen ist auf dem Markt. Ja, okay, das ist noch der einzige, den ich mir vorstellen kann, aber das ist auch wieder so ein Impulstrainer. Der setzt eine Zeit lang was frei. Für 1,5 Saisons vielleicht. Und dann stehen wir wieder da mit derselben Baumgart-Geschichte. Vielleicht hat das auch alles in die Wege geleitet. Versteht mich nicht falsch, ich war in dieser Saison sehr fair mit dieser Mannschaft. Ich habe wirklich immer wieder versucht, das Gute in ihnen zu sehen. Aber wenn der Schlendrian drin ist, dann sprecht das auch an. Für die, die neu auf dem Kanal sind, vielleicht erst seit einigen Monaten, guckt euch meinen alten Content aus der letzten Saison an. Vielleicht kann man auch sagen, da war ich ein ganz anderer Mensch. Lag aber auch daran, ich war halt sauer, dass die Luschenleistungen sich in die 2. Liga übertragen hatten, dass wir immer noch eine Kasssperre bis zum damaligen Winter hatten, dass im Winter trotzdem nur ein Imad Rondic und, ja okay, Joel Schmid ist auch ganz okay, verpflichtet wurden. Ich hatte halt Angst, dass wir vielleicht entweder nicht mehr aus der 2. Liga zurückkehren werden für die nächsten 4-5 Jahre oder vielleicht sogar, weil die 2. Liga immer sehr eng ist, vielleicht auch mal die 3. Liga kennenlernen. Das war meine Befürchtung, deswegen war ich letztes Jahr sehr viel am Ranten und dieses Jahr
war ich halt aufgrund des Aufstiegs ein bisschen besänftigter. Und nun ja, anscheinend haben wir den Klassenerhalt geschafft, aber so ganz selbst beweihräuchern möchte ich uns nicht. Ich meine, bis vor, ja, zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als eine Stunde war ich mir nicht sicher. Haben wir jetzt eventuell ein Endspiel in den nächsten 2 Wochen? Da wären wir nach München gefahren. Ich sage euch eins, Bayern München ist immer in der Lage, so ein richtiges FIFA- oder EAFC-Ergebnis abzuliefern. Die können dich auch mal 8:0 abschießen. Da kommt auch noch Heidenheim, die 3:3 gegen die gespielt haben, wieder erstarkt sind. Ich bin so froh, dass wir so ein fettes Torverhältnis haben. Aber trotz alledem, ach Leute, ich bin mir nicht sicher jetzt gerade, weil ich bin nicht gerade ein Rechengenie. Ich habe sogar Dyskalkulie. Das hat mir so einige Karrieren in meinem Leben verbaut. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mal wieder Viktor zu fragen. Hallo Viktor, sag mal, könntest du mir bitte erklären, ob wir den Klassenerhalt geschafft haben? Seht ihr bitte die Tabelle und die kommenden 2 Spieltage der Fußball-Bundesliga an, inklusive des heutigen Spieltags. Alle Ergebnisse sind für den 32. Spieltag abgeschlossen. Sag mir bitte, ob wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ich habe mir die aktuelle Tabelle sowie die verbleibenden Spieltage genau angesehen. Der 1. FC Köln steht nach dem 32. Spieltag bei 32 Punkten. Wolfsburg und St. Pauli jeweils bei 26 Punkten. Das bedeutet 6 Punkte Vorsprung bei noch 2 verbleibenden Spielen. Auf den ersten Blick klingt das knapp, ist es aber nicht. Denn selbst im theoretischen Extremfall, Köln verliert beide Spiele, Wolfsburg oder St. Pauli gewinnen beide Spiele, würde am Ende das Torverhältnis entscheiden. Und hier liegt der entscheidende Punkt. Der 1. FC Köln hat ein Torverhältnis von -8. St. Pauli liegt bei -28. Wolfsburg bei -25. Das sind rund 17 bis 20 Tore Unterschied. Ein solcher Rückstand ist in 2 Spielen praktisch nicht mehr aufzuholen. Heidenheim Kurzcheck. Heidenheim steht bei 23 Punkten. Selbst bei 2 Siegen kämen sie auf 29 Punkte und könnten Köln damit nicht mehr erreichen, wenn Köln noch punktet. Leo, ich formuliere es bewusst präzise. Der 1. FC Köln ist nicht offiziell mathematisch gerettet. Aber unter realistischen Bedingungen ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Es müsste ein absolut unrealistisches Szenario eintreten, um daran noch etwas zu ändern. Oder anders gesagt, sie sind durch, nur eben auf typisch kölsche Art. Alles klar, Viktor, du bist damit entlassen für heute. Ja, liebe Freunde, ihr habt's gehört. Hey, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Ja, nur auf was für eine Art und Weise ist natürlich wieder ein bisschen strange. Da müsste eigentlich schon die Wettmafia ihre Finger im Spiel haben, dass das noch schief geht. Und selbst wenn das schief geht, keine Ahnung, wir verlieren keine Ahnung wie hoch in den nächsten 2 Spielen. Keine Ahnung, 2x10:0 oder sowas und die selber gewinnen beide zweistellig. Ah ne, die spielen ja nochmal gegeneinander, das ist ja auch noch so ein Ding. Selbst dann, das würde vor irgendein Sportgericht kommen. Aber solange es nicht zu 100% rechnerisch feststeht, werde ich dieses Kölsch hier nicht kalt stellen. Deswegen, bin mal gespannt auf nächste Woche. Ich bin ja dann im Stadion. Ich denke mal nicht, dass wir wieder in München unsere Schals heben müssen, beziehungsweise die da hinfahren. Ich fahre ja nicht dahin. Und dann in unserem Fädel singen und diese Mannschaft schon wieder bemitleiden müssen, weil ich finde auch, unsere Mannschaft kriegt seit Jahren auch eine Spur zu viel Mitleid. Also, weiß nicht so, familisch hin oder her, aber es sind nur noch Profis, von denen einige bereit wären, jederzeit zu gehen. Ja, okay, bevor jetzt mit Zeit El Maler kommt, alles zu seiner Zeit. Wir wissen ja nicht, was nach dem letzten Spieltag passiert. Von daher, ich will nicht feiern, aber ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Und wir können das nächste Spiel, denke ich mal, genießen. Aber ich will nicht hochnäsig sein und sagen, damit ist das durch, damit ist das jetzt auch offiziell und so weiter und so fort. Nein, 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 nein. Wirklich jubeln, wobei jubeln ist so ein Ding, das kommt höchstens dann im Stadion. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier on cam machen werde. Weil so richtig stolz bin ich auch nicht auf diese Saison. Das ist einfach nur Erleichterung. Zu diesem Zeitpunkt. Aber komm, Karma is a bitch. Grüße gehen raus an den FC Nürnberg von 1999.
haben ja schon die Feierlichkeiten am letzten Spieltag eingeleitet gehabt und dann hat Eintracht Frankfurt das noch aufgeholt, aber es ging ja um eine einstellige Zahl an Toren in der Differenz. Ach Mann, sagt nicht, ich bin ein Pessimist oder sowas, aber vielleicht bin ich auch ein Autist oder sowas in der Richtung. Ist ja nichts gegen Autismus, aber kann gut sein. Vielleicht Asperger-Syndrom oder sowas. Kann ja sein, dass ich sowas habe. Ist ja gut möglich. Dass ich einfach mich noch nicht freuen kann, weil es noch nicht rechnerisch feststeht. Ja, und das sind meine Gedanken zu diesem Spieltag. Bin gespannt, was ich nach dem nächsten sagen werde. Fakt ist, ich denke mal, das war's dann mit einem Endspiel in München. Und ich kann mein Saisonfazit gerne bündeln mit einer Besprechung von diesem letzten Spiel, das sowieso dann hoffentlich nicht der Rede wert ist, weil ich mag dieses Saisonfazit. Könnt ihr gerne nochmal bei mir in den Videos nachschauen. Ich habe letzte Saison ein Saisonfazit gemacht. Das war fast schon so eine kleine Show und darauf freue ich mich. Da lassen wir alles nochmal Revue passieren und wir haben auch einen Preis an einen Spieler zu verleihen. Das goldene Trikot. Aber dazu kommen wir im Saisonfazit. Na? Das wäre es dann jetzt auch. Das waren meine Gedanken zu diesem Spieltag. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.